Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. Ich werde am Anfang ein Foto zeigen, das schon ein bisschen älter ist. Das ist, als ich ungefähr 10 war. Dort hat man noch Fotos gemacht mit einem grossen Apparat. Und nachher hat man sie entwickeln lassen. Und ich habe mit 10 das Ziel gehabt, zum Klavierspielen lernen. Und das braucht natürlich viel Geduld und Eifer und Disziplin. Jeden Tag eine halbe Stunde Klavier üben, hat es dann geheissen, wenn ich das möchte und wenn ich möchte in die Klavierstunde gehen. Und meine Mami ist jeden Tag neben mich angehockt und hat mit mir Klavier geübt, dass ich das Ziel mal erreichen kann, um Klavier zu spielen. Aber es hat einen Moment gegeben, das könnt ihr euch vorstellen, wo das Klavierüben sehr umkämpft war. Zum Beispiel an einem Tag, wo das Wetter so ist wie heute. Und dann läutet es zum Beispiel noch am Nachmittag, wenn ich am Klavier üben bin, und dann stehen 3 Jungs mit dem Fußballböllen unter dem Arm vor der Tür. Wann kommst du auch mit shooten? Nein, ich muss Klavier üben. Ich glaube, ich habe sogar beim Klavierspielen mal eine Vision gehabt von einem Fußballfeld mit 20 Jungs ohne mich. Es gibt Momente, wo man seine Ziele zwar vor Augen hat, aber sie sind enorm umkämpft. Und das ist in allen von unseren Leben so. Vielleicht bist du in einer Ausbildung, wo du ein Ziel hast. Vielleicht hast du beim Arbeiten ein Projekt, wo du ein Ziel hast. Wo du sagst, hey, das will ich unbedingt erreichen, ich will das Programm fertig schreiben für unsere Kunden. Oder ich möchte in der Schule eine Möglichkeit finden, meinen Kindern noch viel besser zu vermitteln, was sie lernen müssen oder wer sie mal sein könnten. Oder du hast vielleicht in der Politik, sagst, ich bin engagiert, ich möchte etwas erreichen. Du hast Ziele in deinem Leben. Aber es gibt die Momente, die sehr umkämpft sind. Wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Wo du denkst, hey, ich gebe es auf. Wir schaffen das nie. So Ziel gibt es auch in der Erziehung. Wir alle möchten ja, wenn du selber Kinder hast, dass sie gut rauskommen. Dass sie mal selbstständig sind, dass sie mal Jesus nachfolgen, wenn du Christ bist und sagst, hey, das ist das Größte in meinem Leben, dass deine Kinder auch mal mitnehmen können, von dir können vielleicht übernehmen, Gott begegnen. So haben wir alle Ziele. Und dann gibt es aber auch die Momente, die kennen wir ja alle auch in der Erziehung, wo du sagst, das ist aber sehr umkämpft. Die Momente, wo du Kinder so könntest packen, weil es schwierig ist. Und es ist so, was machen wir in den Momenten, wo sie so umkämpft sind? Und das wollen wir heute anschauen. Und wir sind in der Serie, wie wir es gehört haben, über Jesus. Warum Jesus? Warum, dass Jesus so einzigartig ist? Warum, dass Jesus der Retter von der Welt ist? Und wo Jesus 30 war, er ist auf die Welt gekommen, von Gott geschickt. Und er 30 war, hat er sich taufen lassen, hat sich den Himmel aufgetan und eine Stimme hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude, sagt der Vater von Jesus. Und wir haben das Gefühl, jetzt kann es losgehen, jetzt kann Jesus seinen Dienst anfangen, wo er Menschen heilt, wo er das Evangelium predigt, wo er für die Armen schaut, wo er blinde die Augen aufmacht. Aber es muss zuerst, Jesus hat selber in seinem Leben einen Kampf, wo er muss bestehen. Und das lesen wir in Lukas 4, Vers 1 bis 15. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wenn ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus.
Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Wie Jesus einen Kampf hat müssen führen in seinem Leben gegen das Böse, gegen den Moment, wo Jesus von dem Ziel abbringen soll, zum Gottes Sohn sein, so haben wir auch Kampf in unserem Leben. Das gute Leben, das wir möchten leben, das Leben, das wir möchten leben im Willen Gottes, in den Plan von Gott hinein, gibt es immer wieder die Versuchung, vom Weg abzukommen. Versuchung ist eigentlich nichts anderes, als dass wir abdriften von dem Ziel, das Gott für uns hat. Und Gott hat gute Ziele für uns. Und die Frage ist, wie können wir in diesen Kämpfen bestehen? Die Gedanken, die kommen. So schnell, wo du sagst, soll ich jetzt die Wahrheit sagen oder soll ich es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen? Soll ich die Person ehren und wertschätzen oder kann ich es mir leisten, auf sie herabzuschauen? Es sind so kurze Momente. Es ist Versuchung. Die Momente, die uns von Gottes Plan, Gottes Absicht in unserem Leben abbringen wollen. Und warum ist das so schwer? Und die Antwort ist in unserem Text im Vers 3. Der Teufel führt Jesus in Versuchung. Und vielleicht sagst du dir jetzt, hey, nein, das gibt's ja nicht. Dass im 21. Jahrhundert zu aufgeklärten Menschen jemand da vorne auf der Bühne über den Teufel redet. So, haben wir das noch nötig? Der Teufel mit den Hörnchen und dem Feuer und dem Schwefel? Braucht es das wirklich? Ist das die Erklärung für die Kämpfe, die wir haben in unserem Leben? Und ich bin überzeugt, dass es so ist. Ich bin überzeugt, dass das nicht naiv ist. Im 21. Jahrhundert zu aufgeklärten Menschen über den Teufel reden. Und wir wollen anschauen, wieso. Weil, wenn du nicht glaubst, dass es so eine übernatürliche, böse Macht gibt, die unsere Herzen verführen kann zu Bösem, dann müssen wir eine andere Erklärung haben. Wir suchen in unserer Zeit andere Erklärungen, wie Böses passieren kann. Wenn es den Teufel nicht gibt, dann muss es etwas anderes sein. Wie erklären wir sonst Massengräber, wie in Syrien auf dem Bild? Wie erklären wir, dass Menschen fähig sind zu Organhandel oder Kindsmissbrauch oder was immer, dass es gibt in dieser Welt? Wie erklären wir das? Wie kann ein Mensch überhaupt so etwas machen? Wie kommt ein Mensch wie du und ich dazu, zum zu sagen, wir machen das. Wir können das nicht nur, sondern wir wollen es auch. Was passiert da genau? Und eine Gesellschaft, die sagt, es gibt nichts übernatürlich Böses, was uns zu dem treibt, hat andere Erklärungen. Sie sagt zum Beispiel in unserer Zeit, das liegt in gewissen Menschen drin. Gewisse Menschen sind so absolut böse, dass sie das tun. Und der Gedanke, dass absolut Böse nicht irgendwo übernatürlich ist in dieser Welt, sondern dass es in gewissen Menschen hineinsteckt, hat uns zu ganz, ganz schlimmen Taten geführt in unserer Geschichte der Menschheit. Da haben wir Menschen eingesperrt, da haben wir Menschen in Umerziehungslager da haben wir Revolutionen gemacht, da haben wir Genozid verübt als Menschheit, gewisse Völker auszurotten, weil wir meinen, wenn die Bösen weg sind, dann geht es uns gut. Nur zum Entdecken, dass das Böse weiterhin irgendwo schlummert in dieser Welt, irgendwo schlummert in unserem Herz inne. Menschen dämonisieren, als es wäre absolut Böse in gewissen Menschen drin. Das ist naiv. Und es führt zu ganz schlimmen Taten in dieser Erde. Das Gegenteil ist wahr. Dass ganz normale Menschen, wie du und ich, können zum Schlimmsten fähig werden. Und wir haben eine Geschichte in Europa, die uns das zeigt. In Nazi-Deutschland, wo Leute haben können über 20 Jahre nebeneinander wohnen und sich unterstützen und sich immer freundlich Hoi sagen und füreinander da sein und sich unterstützen und Kinder sind miteinander aufgewachsen und plötzlich ist einer wie böse. Hannah Arendt hat ein Buch geschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg und sie nennt das Banalität vom Bösen. Dass das Böse etwas ist, was sich so einschleichen kann in ganz normale Leben.
in ganz normale Herzen, in ganz normale Hirn hinein. Banalität vom Bösen. Es hat in den 80er Jahren ein Buch gegeben, später dann einen Film, wo in Deutschland, in Österreich, in vielen Klassen gelesen worden ist, «Die Welle». Ich weiss nicht, ob ihr das Buch oder den Film mal gelesen habt, «Die Welle». Und in dieser Geschichte geht es um einen Lehrer, der seine Schüler in eine Situation hineinbringt, wo das Gemeinschaftsgefühl von dieser Klasse so hoch ist und der Eifer, der Ehrgeiz so hoch ist, dass Schüler anfangen, ihre Mitschüler auszugrenzen und aus der Klasse rauszutun. Und das Experiment eskaliert, bis es Tote gibt. Und das Buch «Die Welle» zeigt etwas von dem, dass ganz normale Schüler, kleine Kinder, können triggert werden, zum unglaublich Böses zu tun. Weil es eben etwas ist, weil wir merken, da ist eine übernatürliche Macht vom Bösen da, die unsere Herzen anzündet. Und genau das sagt die Bibel. Genau das sagt die Bibel. Dass du kannst es Teufel nennen, du kannst es übernatürliches Böses nennen. Etwas kommt, das unsere Herzen anzündet. Dass wir zu Sachen fähig sind, wo wir zurückschauen manchmal und sagen, wie habe ich das noch tun? Wo wir erschrecken über uns selber. Und in diesen Kämpfen war Jesus drin. Und wir wollen anschauen, wie Versuchung funktioniert. Und das Erste, was wir sehen, ist, Versuchung entscheidet darüber, wer du wirst sein in der Zukunft. Wir lesen das im Vers 5 und 6. Da führte der Teufel Jesus auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sagt, hey, du kannst das alles haben. Ich schenke dir das alles. Du kannst König werden von dieser Welt, ohne irgendetwas zu tun. Ich schenke es dir, ausser du musst einfach nur mich anbeten. Und Jesus hat in dem Moment die Wahl, welcher König möchte er sein? Wie möchte er der Sohn Gottes sein? Möchte er einer sein, der sich bedienen lässt? Möchte er einer sein, der die Macht an sich reißt? Möchte Jesus ein König sein, der sagt, hey, kommt, dient mir alle, ihr müsst mir alle dienen? Oder möchte Jesus ein König sein, der sagt, hey, ich bin ein König, der dient? Ich bin ein König, wo Menschen freiwillig nachfolgen, wo Menschen aus Liebe mich als König annehmen. Nicht, weil sie gezwungen sind, nicht, weil sie müssen. Was für ein König will Jesus sein? Und Jesus lehnt das Angebot ab, weil er sagt, ich bin ein König, der gekommen ist zum Dienen. Ich bin ein König, der gekommen ist, um mein Leben in Jerusalem am Kreuz zu geben für alle Menschen. Das ist die Art von König, die ich will sein. Und die Frage in diesen Vers ist auch an uns alle, welche Person möchtest du sein? Und es gibt eigentlich, die Bibel sagt, es gibt nur zwei Optionen von mir, wo Menschen, die wir sein können. Entweder du lebst nach dem Prinzip, mein Leben für dich. Oder du lebst nach dem Prinzip, dein Leben für mich. Du lebst entweder so, wie es Jesus gelebt hat, hey, ich gebe mein Leben für dich. Und du möchtest mehr und mehr werden wie Jesus. Oder du lebst nach dem Prinzip, dein Leben für mich. Du lebst mehr und mehr wie der Teufel, der sich nur um sich selber dreht. Es gibt nur die zwei Optionen. Und das prägt unseren Alltag. Du kannst, wenn du heute Morgen ins Feuer hineingelaufen bist du bewusst oder unbewusst mit dieser Einstellung hineingelaufen. Entweder ihr seid alle für mich da oder ich bin für euch da. Die Entscheidung, welcher Mensch du möchtest sein, betrifft uns in jeder Situation von unserem Leben. Ob wir allein sind oder mit anderen Menschen zusammen. Ob wir aufstehen oder ins Bett gehen, ob wir arbeiten oder frei haben. Für welche Person möchtest du sein? Mein Leben für dich oder dein Leben für mich? Wenn du da ins Feuer hineinlaufst, sagst du, hey, ich möchte, dass Menschen mir zuhören. Ich möchte Aufmerksamkeit haben. Ich möchte nicht allein sein. Ich brauche vielleicht gewisse Leute, ich brauche vielleicht gewisse Kontakte, ich brauche vielleicht gewissen Rat, Oder kommst du ins Feuer am Sonntagmorgen und sagst, hey, wie kann ich für andere Menschen da sein? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich Menschen ein bisschen von meiner Aufmerksamkeit geben kann, von meiner Zeit? Kann ich Menschen zu einem Kaffee einladen oder kann ich mit Menschen ein Gespräch haben, das sie weiterbringen, wo sie nachher sagen, hey, wow, das hat mich näher zu Jesus gebracht, das hat mich ähnlicher gemacht wie Gott, dass du mit mir dort geschwätzt hast. Welche Person möchtest du sein? Das ist das Erste, was wir lernen in der Versuchung. Und das Zweite, was wir lernen über die Versuchung von Jesus, ist, Versuchung fängt immer im Kleinen an.
Der Teufel sagt zu Jesus, mach doch aus dem Stein Brot. Da merkt man, dass das nicht deine und meine Versuchung ist. Also ich habe noch nie die Versuchung gehabt am Morgen, dass ich einen Stein in Brot verwandeln konnte. Das ist die Versuchung von Jesus als dem Sohn Gottes. Und der Teufel sagt, hey, das ist doch etwas Kleines. Du brauchst doch etwas zu essen. Die 40 Tage Fasten sind vorbei. Du darfst ja jetzt wieder. Tu dir etwas Gutes. Für das hast du doch deine Kraft. Ich weiss nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Bruce Almighty, wo der Bruce Kraft Gottes überkommt, um alles zu machen, was er will. Und er kann auf dem Wasser laufen und er kann sich alles Essen bestellen, was er will. Er hat Superkräfte. Er braucht es für sich. Jesus hat das nie gemacht. Jesus hat seine Kraft nie für sich selber oder zum sich gross machen gebraucht. Sondern er hat sie gebraucht, um anderen Menschen zu dienen. Aber es fängt im Kleinen an. Die Bibel sagt das zum Beispiel im Epheser 4, 26. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Jesus sagt, so etwas Kleines wie ein Gefühl von Ärger, von Zorn. Kennst du das? Ein Gefühl von Ärger? Und die Bibel sagt nicht, hey ja, das wäre auch noch gut, wenn du dort ein bisschen aufpassen würdest, aber es gibt schlimmere Sünden. Sondern die Bibel sagt, schau, dass die kleinen Sachen nicht eine Möglichkeit werden, dass der Teufel dass das Böse mehr Raum kann bekommen in deinem Leben. Das ist krass. Es fängt im Kleinen an. Wir lesen im 1. Timotheus 3,8, dass man nicht Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, sollen einsetzen als Leiter in der Kirche, egal wie begabt das sie sind. Warum? Damit der Teufel nicht den Stolz von diesen jungen Leitern benutzt, um sie zu Fall zu bringen. So etwas Kleines wie Stolz. Das Gefühl von, ich kann es besser. Das Gefühl von, auf andere herabschauen. Wenn ich in dieser Situation wäre, hätte ich das ganz anders gemacht. Das kleine Empfinden, sagt die Bibel, kann dem Teufel Raum geben. Versuchung fängt im Kleinen an. Unbeherrscht sein. Kränkt sein. Selbstmitleid haben. Ungeduld. In unserer Welt Sachen, wo wir sagen, das ist privat. In Gottes Augen ist es, dort fängt es an, die Entscheidung, welche Person möchtest du sein? Möchtest du in der Ewigkeit mehr und mehr werden wie Jesus? Oder möchtest du mehr und mehr dich um dich selber drehen, wie es der Teufel auch macht? Versuchung heisst, dass wir abdriften vom Kurs. Und es ist so vielleicht das Bild wie dein Lebensschiffchen auf dem Ozean. Und weißt, wenn du mal ein bisschen vom Kurs abweichst und ein paar Minuten ein Grad weniger stark nach Norden fährst, macht das noch nichts. Aber wenn du tagelang ein Grad vom Kurs abweichst, dann bist du verloren. Ohne Hilfe. Wir driften ab. C.S. Lewis sagt das so schön. In seinem Buch «Die große Scheidung» beschreibt er, es ist eine fiktive Situation, wo er sagt, hey, ich stelle mir vor, wenn Menschen kommen aus der Hölle rauf in den Himmel auf einen Besuch, um zu schauen, wie es dort aussieht. Und er stellt mit Erschrecken fest, dass sie gar nicht dort oben bleiben, sondern wieder runtergehen. Und er fragt seinen Lehrer, wieso ist das so, dass Menschen nicht da oben bleiben? Und sein Lehrer sagt, es haben sich vor vielen 10, 20, 50, 80, 100, 1000, 10.000 Jahren haben sich die kleinsten Sünden in ihrem Leben eingenistet. Und sie haben dem Raum gegeben. Und das hat sich so ausbreitet in ihrer Seele, dass sie das Gute gar nicht mehr wollen. Ich mache euch lese euch ein Beispiel vor. Sagt, ich bin beunruhigt, Herr, sagte ich, denn diese unglückliche Kreatur scheint mir nicht die Art von Seele zu sein, die überhaupt in Gefahr sein sollte, verdammt zu werden. Sie ist nicht böse, sie ist nur eine dumme, geschwätzige alte Frau, die sich das Nörgeln zur Gewohnheit gemacht hat. Mein Lehrer antwortete, die Frage ist, ob sie eine Nörglerin ist oder nur ein Nörgeln. Auf der nächsten Folie, aber wie kann es ein Nörgeln geben, ohne dass jemand nörgelt? Und der Lehrer sagt, es beginnt mit einer nörglerischen Stimmung und du selbst bist noch verschieden von dieser Stimmung. Vielleicht kritisierst du sie, doch es mag ein Tag kommen, an dem du das nicht mehr kannst. Dann wird es kein Du mehr geben, das diese Stimmung kritisieren oder gar genießen könnte, sondern nur noch das Nörgeln selbst, das wie eine Maschine endlos weiterläuft.
wenn wir nörgeln, wenn wir Ungeduld, wenn wir Lust, Unbeherrschtheit dulden in unserem Leben. Es fängt immer klein an. Aber wenn Gott uns nicht hilft, wenn Gott uns nicht rausnimmt aus dem Weg, wenn Gott uns nicht wieder auf Kurs bringt, wenn Gott uns nicht den Wunsch ins Herz gibt, ich möchte so sein wie Jesus, mein Leben für andere, anstatt andere Leben für mich, dann werden wir mehr und mehr zu unseren Sünden. Und wir werden so klein und drehen uns um uns selber. Wir wollen nichts mehr von Gott wissen. Anstatt dass unser Herz immer grösser wird, wie das von Jesus. Dass es Platz hat für viele Menschen. Und dass wir himmelwärts leben. Was ist die Hoffnung, die Gott uns gibt, wenn wir das merken in unserem eigenen Leben? Was ist die Hoffnung, die Gott uns gibt, wenn wir merken, stimmt eigentlich? Ich müsste fast eher sagen, das könnte mir auch passieren, anstatt dass ich sagen kann, das würde mir nie passieren. Was ist die Hoffnung für uns? Es sind 2 Sachen. Das erste, es ist, dass wir Jesus zum Vorbild nehmen in unserem Leben. Er hat das Wort Gottes geredet, in die Versuchung hinein. Wenn er versucht worden ist, hat er mit Gottes Wort geantwortet. Wir lesen es im Vers 4, aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Und es ist nicht so gewesen, dass Jesus in der Wüste seine Bibel hat können zücken oder sein Handy aufmachen. Er ist in der Wüste ganz allein gewesen, aber das Wort Gottes ist aus ihm rausgekommen. Er hat es auswendig gewusst, aber nicht im Sinn von Karteikärtchen oder von einem magischen Spruch. Jetzt sage ich einen Bibelvers und nachher ändert sich alles. Sondern Gottes Wort hat ihn zu dem Mensch gemacht, der sagt, ich will gar nichts anderes als Gott. Ich brauche mehr zum Leben als Brot und Geld und Gesundheit und Erfüllung und Glück. Das Wort Gottes hat etwas mit ihm gemacht. Wenn wir in Drucksituationen kommen, dann kommt das raus, was wirklich in unserem Herz ist. Das kennen wir alle. Nichts Schlimmeres als ein Mann, der unter Druck kommt. Die Hause. Dann kommt das raus, was wirklich drinnen ist. Und schau mal, was Jesus gesagt hat, als er am Kreuz gehangen ist. Auspeitscht, blutend, übernächtigt, versucht, erniedrigt, angespuckt. Er zitiert Gottes Wort. Mich dürstet, Psalm 69. In deine Hand gebe ich meinen Geist, Psalm 31. Warum hast du mich verlassen, Psalm 22. Er hängt sich an das, was wirklich Wert hat, was ihn wirklich ans Ziel bringt. Und das sind die Worte von Gott. Welche Person möchtest du sein? Wir haben die Möglichkeit, zum Gottes Wort nehmen. Nicht einfach nur auswendig lernen, dass wir es können, sondern dass es uns prägt zu diesen Menschen, wo Gott möchte, dass wir werden für die Ewigkeit, wenn wir mit ihm zusammen sind. Ich weiss von einem Mann bei uns in der Kirche, der hat mir gesagt, hey, ich bin im Spital mit Krebs und ich habe nicht einmal mehr Kraft gehabt, um meine Bibel zu lesen. Ich habe nicht einmal Kraft gehabt, um irgendjemandem zuzuhören. Ich bin wie nur noch bei mir selber gewesen. Nur noch mit meinen Gedanken. Alles andere ist fertig gewesen. Aber in meinen Gedanken konnte ich sagen, der Herr ist mein Hirt. Mir wird nichts fehlen. Er leitet mich durchs dunkle Tal. Sein Stecken und sein Stab tröstet mich. Gottes Wort, wo unsere Herzen verändert, wo uns Hoffnung gibt, wo uns zu den Menschen macht, wo wir sein können. Was bedeutet das? Erstens, wenn du morgen deine Bibel lesest, dann fang doch an mit einem Gebet. Jesus, ich muss nicht mehr wissen über die Bibel, aber ich möchte sehen, wie du bist. Ich möchte sehen, was dich so anziehend macht. Ich möchte sehen, was dich so liebevoll, was dich so groß und so herrlich macht. Ich möchte angezogen sein von dir. Der Teufel hat Jesus in der Wüste das Bild gezeigt, das alles könntest du haben. Jesus hat gesagt, ich brauche das nicht. Ich habe Gott. Dass wir so Menschen werden können, die sagen, hey, du kannst mir das Beste anbieten. Gute Sachen. Eine schöne Familie, eine Karriere, ein Durchbruch. Irgendwo im Beruf, wo du drin bist.
Und du sagst, es sind alles gute Sachen. Aber es wird nie das Beste von meinem Leben nehmen. Das ist Gott. Über ihn denke ich nach. Sage Jesus, wenn ich deine Bibel lese, lass mich fasziniert sein von dir. Wie erfüllend, dass du bist, wie sicher, dass du bist, wie befreiend, dass du bist. Wie verändernd, dass du bist für mein Leben. Was für eine Perspektive das ich habe mit dir. Lass uns wieder anfangen, Wort Gottes auswendig lernen. Ich weiss, wir sind nicht mehr 7. Oh, meine Kinder lernen so schnell auswendig. Ich bin so neidisch auf sie. Bei uns geht es viel länger als Erwachsene. Aber lass uns Gottes Wort auswendig lernen. Nicht, weil wir es nicht auch auf dem Handy hätten. Nicht, weil wir in einer digitalen Zeit leben, sondern dass es uns verändert. Dass wir eine Faszination haben von Gott. Was habe ich im Himmel und auf Erden außer dir? Und das Dritte, lass uns mit Freunden darüber reden, welchen Mensch das wir möchten werden. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen besseren Ort als Kleingruppe, um darüber zu reden, wer möchte ich sein als Person? Welche Person möchte ich werden? Ich habe gute Freunde, wo ich joggen oder biken oder Fußball spielen oder miteinander essen. Und wir können auch über die Sachen reden. Aber irgendwie, es kommt dann gleich nicht so schnell, dann kommen wir auf die wichtigen Themen. Aber ich weiss, in der Kleingruppe kann ich sagen, hey, ich kämpfe immer wieder mit dieser Versuchung. Dabei möchte ich eine andere Person sein. Bitte bete für mich. Erinnere mich daran. Ermutige mich, wenn ich es brauche. Lass uns einen Bibelvers finden, wo ich kann auswendig lernen, wo mich lässt, das Ziel erreichen, das Gott mit mir hat. Welche Person möchtest du sein? Wir könnten jetzt die Predigt abschliessen. Und du hättest hoffentlich viel zum darüber nachdenken und hoffentlich einiges, wo du könntest umsetzen in deinem Leben. Aber wir wissen alle, dass es ein Problem gibt, wenn wir da rauslaufen aus dieser Tür. Dass wir oft kämpfen, aber auch oft fallen. Dass wir unsere Herzen kennen. Dass wir wissen, ich kann mir Mühe geben. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich möchte wirklich seinen Weg gehen. Aber dass das Böse so von uns Besitz nehmen kann. Dass die Sachen, unsere alten Gewohnheiten uns wieder abziehen. Dass wir Kämpfe verlieren. Dass wir wieder diesen Sachen anrennen und sie zu Götzen machen, wo nicht Gott ist. Dass wir Niederlagen erleben. Dass wir angestachelt werden. Das Ziel aus den Augen verlieren. Wir brauchen Jesus nicht nur als unser Vorbild. Dann wären wir alles gute Menschen. Wir brauchen Jesus als unseren Retter. Und ich glaube, du wirst Jesus erst verstehen als deinen Retter, wenn du den Kampf aufnimmst. Aus der Distanz, vielleicht bist du nicht gläubig aufgewachsen, vielleicht bist du skeptisch Jesus gegenüber. Aus der Distanz kannst du immer sagen, hey, ich habe mein Leben im Griff, ich weiß nicht, was die Leute da für Probleme haben. Aus der Distanz ist das auch einfach zu sagen. Aus der Distanz kannst du sagen, ich schaffe das schon. Es ist zwar im Moment nicht so gut, aber ich habe es bis jetzt schon immer geschafft. Aber wenn du wirklich den Kampf aufnimmst gegen das, was du merkst, ich möchte nicht so mein Leben führen. Ich möchte nicht so ein Vater sein. Ich möchte nicht so eine Ehefrau sein. Ich möchte nicht so ein Mitarbeiter oder so ein Chef sein. Und du gehst es wirklich an. Das heißt, ich toleriere das Böse, das immer wieder rauskommt, nicht in meinem Leben. Und du führst den Kampf, dann wirst du merken, wenn ich es gemerkt habe, wie sehr, dass wir Jesus brauchen. Und zwar nicht nur als Vorbild, sondern als er, der uns rettet. Hebräer 4, 15 bis 16, mit dem möchte ich schließen. Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Jesus hat alle Versuchungen bestanden. Nicht nur in dieser Wüste, sondern sein ganzes Leben lang. Er hat alle Versuchungen
bestanden, weil er hat gesagt, ich möchte der Sohn Gottes sein, wo Gott Freude hat an mir. Ich möchte der König sein, wo sich das Reich nicht nimmt, sondern wo sein Leben gibt. Und er hat das Leben geführt, weil wir es nicht haben können. Er hat das Leben geführt, was Gott gefällt, an unserer Stelle. Und dann, wo er ein perfektes Leben geführt hat, und sagen, hey, das ist der Mensch, der in den Himmel passt. Das ist der Mensch, der ins Reich Gottes passt. Jesus ist der Einzige, der das hat leben konnte. Die Vision, die Gott hat für euch, alle unsere Leben. Am Schluss von seinem Leben hat er sein eigenes Leben unschuldig gegeben. Und zwar für das Böse, das ich da habe und das Böse, das wir alle da haben. Jesus stirbt an unserer Stelle. Jesus stirbt für unsere Schuld. Jesus stirbt für das, dass wir das Böse wachsen lassen haben in unserem Herz. Und es wird immer weiter wachsen in Ewigkeit, wenn es Jesus nicht stoppen wird. Indem er sein Leben gibt. Indem er den Preis zahlt. Indem er die Strafe, die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und am Kreuz stirbt. Jesus nimmt das auf sich, was wir verdient hätten, um uns das Leben zu geben, das er sich verdient hat. Lass mich das nochmal sagen. Jesus nimmt unsere Strafe auf sich, die wir verdient hätten, um uns das Leben zu geben, das er sich verdient hat. So sehr liebt Jesus dich. So sehr liebt Jesus dich. Und er wünscht sich, dass du der Mensch, der Mann, die Frau kannst werden, wo Gott sich schon immer gewünscht und vorgestellt hat, von Ewigkeit, wo er dich plant und dich geschaffen hat. Welcher Mensch möchtest du sein? Jesus, wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir für die Botschaft von der Hoffnung. Wir danken dir, Herr, dass du uns vom Abdriften abhaltest, uns entgegenkommst mit dieser Botschaft. Dass du unser Vorbild bist, aber auch unser Retter. Und Heiliger Geist, ich bitte dich in diesem Moment, wenn du zu uns redest, wenn du uns Mut machst, zu Jesus zu kommen, komm zu dem Thron der Gnade. Komm dort, wo du Hilfe nötig hast. Komm dort, wo du dich wie ein Ertrinkender fühlst. In deinen Gewohnheiten, in deinem Herz, in deinen Gedanken, in dem, was du weißt, in deiner Vergangenheit, in dem, was passiert ist in deinem Leben, den Sachen, die du da hast. Wenn du dich wie ein Ertrinkender fühlst, komm zu Jesus und weis Jesus nicht ab in diesem Moment von deinem Leben. Heiliger Geist, danke, dass du uns hilfst, zu sehen, wer wir sind. Und vor allem, dass du uns hilfst, zu sehen, wer Jesus ist für uns. Nicht eine Religion. Nicht ein Weg, um uns selber besser zu machen oder besser zu fühlen, sondern unser Retter. Unser Leben. Und ich möchte, während wir im Gebet sind, einfach die Möglichkeit geben, dass wenn du an dem Tag merkst, ich brauche Rettung von Jesus. Vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht bist du schon lange in dieser Kirche. Und du hast dich enorm aufgenommen und akzeptiert gefühlt und hast Menschen kennengelernt und geniessest die Atmosphäre. Aber heute Morgen merkst du, ich kann nie wirklich Jesus um Hilfe beten, dass er mich rettet von dem Bösen, wo in meinem Herz ist und immer wieder angestachelt werden kann. Und mein Kurs ist nicht gesetzt, um der Mensch zu werden, der wie Jesus ist. Ich habe einen anderen Kurs in meinem Leben. Wenn du das heute Morgen merkst, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, zum Beten und Jesus in dein Leben einladen, dass er dein Retter werden kann. Christsein heisst nicht etwas tun, um von Gott angenommen zu sein, um dann vertrauen, dass Jesus alles da hat, was nötig ist, damit dass du gerettet werden kannst.
Und so möchte ich dich einladen, wenn du da bist und sagst, das ist mein Tag. Ich realisiere, ich muss eine Entscheidung treffen für Jesus und mein Vertrauen für das Leben und für die Ewigkeit ganz auf ihn setzen. Möchte ich dich einladen, dass du jetzt einfach mit mir beten tust. Ein einfaches Gebet. Und du Jesus kannst einladen, dass er dein Retter wird. Bete doch jetzt mit mir. Du kannst das in Gedanken oder ganz leislich machen an deinem Platz und sagen, Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich nicht mit dir gelebt habe und getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Sünde. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und mein Retter geworden bist. Komm in mein Leben, Jesus, und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über den eingeblendeten Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.